Bonjour vu Rolling bei Mirsch. Wir sind auf einem Tour durch Lützeburger Kirchen und Kapellen. Das ist eine erste Kapelle, dokumentiert zu Rolling schon am 18. Jahrhundert. Den aktuellen Bau ist aber mehr rezent. Er wurde 1857 abgerichtet nach den Plänen vom Architekt Hartmann. Das ist ein neogotischer Bau. Wenn er vergleicht mit der Hauptkirche von der Poort zu Mirsch, dann hat er praktisch zwei verschiedene Welten. Auf der einen Seite die Inspiration vom Altertum, auf der anderen Seite hat zu Rolling die Inspiration vom Mittelalter. Das ist eine charakteristisch neogotische Konstruktion. Mittelalter gouf als Ideal angeguckt an ganz viele Beziehungen, unter anderem auch an der Architektur. An die Architektur, besonders von der Gotik, gouf dann auch kopiert. Gotik hat für dich eine Pejorativbedeutung, es ist so viel wie barbarisch, schlecht proportioniert, unharmonisch. Das ist ein Jugement, das natürlich am Norden von Italien entstanden ist, wo der Stil nie daheim war und sich auch nie durchsetzen konnte. Das entstand am 12. Jahrhundert an der Gegend von Paris an der Ile de France. 19. Jahrhundert greift dann die Architekturspruch neu ab. Einerseits wird sie imitiert, andererseits geht er auch nach Vorsicht, sie zu verbessern und zu perfektionieren. Die Hauptidee von der Architektur ist dem Setzen auf materielle Plan vom Gedanken Dieu est lumière, Gott ist Licht. Dafür ganz große Fenster. Die Ideal fand er vielleicht am besten zu Paris an der Sainte-Chapelle. Aber hier fand er auch vieles davon herum. Die ganze Kirche gesagt, von außen ein bisschen aus, wie wenn es ein Land da wäre, die nach außen misst an die Welt Licht rausstrahlen. Die Kirche gouf dann am Laufe der Zeit löserlös angerichtet. 1890 kam der Hauptaltar hin aus dem Schreineratelier Teves von Hausen, den damals an der Neogotik ganz stark spezialisiert war, den noch an anderen bedeutenden Kirchen vom Lützeburger Land geschafft wird. Das ist die sogenannte Schreinergotik, so Altar gouf es am Mittelalter nicht, das ist eine Kreation vom 19. Jahrhundert. Da sieht, dass der ganze Altar stark von der Architektur geprägt ist, für übrigens alles an der Zeit von der Gotik, respektive Neogotik. Da haben wir Statuen dran, die auch an Zeit passen, und damit ein Konsolatrix, die natürlich eine Kopie ist vom Gnodebild aus der Kathedrale. Auf der linken Seite dann ohne Attribut, die Kirchenpatrine stellig Apollonia, und auf der rechten Seite den heiligen Antonius der Großen, ein Einsiedler aus dem 4. Jahrhundert, der besonders verehrt wird als Patroner von den Schweinen. Da haben wir zwei Kapstecker von Wegkreuzer, die alle beide Passionsszenen durchstellen. Die Originaler, die hier in der Dach stehen, die waren abgerichtet von Rolling bis bei Trollinger Bildchen. Das war ein Weg, den die Leute am Gebiet gegangen sind, wo sie sich dann mit der Meditation von den Stationen befasst haben. Besonders das Rechtsstück ist interessant, weil da nach Überreste von Farbe sieht, vor allem Jesus in Mantel, ganz viel Rot. All die Wegkreuzer, die hier aus das Land stungen, die waren, wie sie entstanden sind, farbig. Das war auch die einzige Möglichkeit, für sie über die Jahrhunderte zu erhalten, weil die Farbe Schutz für die Städte bedeutet wird.